Herzlich willkommen zu Filmlife. Ich probiere eine ganz ein bisschen mehr locker zu machen, ohne Skript, einfach frei aus dem Bauch raus. Aber für den Rest wisst ihr ja, liken und teilen an den ganzen Blödsinn. Ne? Also, viel Spaß. So, nun schon ganz vergiss noch am Anfang zu so, um was es überhaupt geht. Und zwar geht es um einen Film, den, ja, wie soll ich sagen, boah, der Hut zwar wahrscheinlich schon am Thumbnail gesehen, aber das ganz tut sich, du wenn es verzögert sich da gerade oder so, schon mal zu groß ungefehlt, für dass ich überhaupt ein Review dazu kann machen. Du wenn es 10 mich ein bisschen viel tun, und es geht um Dune. Du machen vielleicht verschiedene Leute so, Dune, was ist das da für Apps? Den ist vielleicht nicht so, wie soll ich sagen, präsent an den Kopf von den Leuten, wie in das vielleicht noch soll sehen. Das schon mal für was. Etwas, was ich gerne immer vergleichen, wenn Leute mich froh, wie der Film war und was es geht, als das Gefühl, was den hat, wo Lord of the Rings rauskam. Das, was den du gesehen hast, war so etwas Bombastisches. Du hast ihn sich gedacht, hier gibt es gerade eine große Welt erschaffen. Also war natürlich schon eine Bücher erschaffen, aber hier gibt es gerade visuell visuell Kinogeschichte geschrieben. Aber wo ich aus dem Kino rausgekommen sind, nur Dune, war das den ersten Gedanken, den ich hatte. Fängt man hier ein Epos an, wie man das mit Lord of the Rings hat. Vielleicht die noch gut nicht mit Dune können nur fangen, so wie es mir ergangen ist, ich schon Dune überhaupt gar nicht kannt. Dune als eine Bücherei. Das heißt, eine riesig große Welt, die erschaffen wird. Und nun probiert sich ein Regisseur, den das probiert visuell durchzustellen. Und ich kann nicht so, es sucht du, und ich habe mir null Info verschafft. Ich habe schon knapp einen Trailer gesehen, ich habe nicht geguckt, wo wem aus der Film. Ich habe natürlich einen Trailer gesehen, wie alles ein bisschen matt spielt. Aber es sucht du, und ich habe mir schon direkt gedacht, der Ganze fängt an, und das hat ein Bildgewalt unvorstellbar. Ich habe mir gedacht, allein durch das Visuell, verdammt, du gesagt, super, ich habe schon noch geschrieben, wenn wir schon stumm. Voilà, wo hast du geblieben? Ich habe mal gedacht, allein durch das Visuell, wo ich mir das angeguckt und ich gemerkt habe, du erinnert so enorm an Blade Runner. Wo ich rausgekommen bin, mal direkt gegoogelt und siehe da, Denis Villeneuve. An Denis Villeneuve, wem dem nach kein Begriff ist, dann holt unbedingt seinen Film an. Für allem Arrival a Blade Runner. Aber Blade Runner macht sich zwar vielleicht für viele Leute ein bisschen zähen, aber Arrival war ein Film, der mich so weggeblasen hat. Unvorstellbar, weil Denis Villeneuve als Regisseur, ich meine, von dem werden wir in Zukunft noch ganz viel hören. Und gerade hier mit Dune werden sein Epos, wie der Peter Jackson nicht abgebaut hat, das wird sein Epos gehen. Dune wird sein riesig Welt gehen, mit deren ganz viel erreichen wird. Da sind ich mir ziemlich sicher. Bon, genug um den warme Brei geschwärzt, wie ihn das so kann so. Kommen wir ein bisschen auf den Film zu schwätzen. Für den Film zu erklären, habe ich noch ein bisschen so meine Schwierigkeiten, muss ich ehrlich sagen. Ich will ungern etwas zusammenfassen, was nicht so stimmt, weil das Ganze schon mal ziemlich komplex aufgebaut. Wir haben zum Beispiel Familien, Banden an Konflikte, wie man das in Game of Thrones zum Beispiel kennen. Also jeder, der Game of Thrones gesehen hat, der weiß, wow, okay, das geht komplex. Aber genauso ist das doch. Auf jeden Fall will ich hier nicht so viel über das Ganze erzählen. Es geht einfach mal, wenn den die Interesse ein bisschen rauslocken, kann ich einfach sagen, wir haben halt verschiedene Familien, die am Konflikt miteinander stehen, wie man das in Game of Thrones kennen. Über Begriff von dem Ganzen ist dann die sogenannten Spice, also eine Art Rohstoff, die bewusstseinserweiternd ist und die Leute ein bisschen über natürliche Fähigkeit verliert. Das heißt, wir haben hier einen Planet, wo der Spice ist, den geerntet wird, was natürlich für die Bevölkerung, die da lebt, die nicht so geil fanden. Weil ich ging so, und das ist so ein Überbegriff. Ich will nicht so viel verraten, weil ganz ehrlich gesagt, so 100% habe ich nicht durchgeblickt. Ich gehe mal noch definitiv einen gucken, weil einerseits die viel Stärkten, die ihn hat, sind mal einerseits die kryptische Geschichte, die engem, ich meine, das ist auch ein bisschen gewollt, genug verrät, für ihn Ball zu halten, aber noch genug am Deichtre lässt, für ihn halt auch Ball zu behalten. Für das ihn sich auf den nächsten Deal freut. Weil wenn ihr das so anguckt, als nimmen ein Bruchteil von der gesamten Geschichte, die du erzählt hast, nimmen ungeschnitten gehen. Voilà. Das ist schon mal ein so großen Hauptpunkt, weil wenn ihr da rausgeht, hört ihr einfach Bock, das ganz weiter zu gucken. Und dann haben wir noch etwas, was so bombastisch ist. Der Film hat ein Bildgewalt, die nicht zu beschreiben ist. Das ist
fantastisch. Et will den sich so mikroskopisch klang, wenn den die Bilder guckt, dann denkt den sich, was du ein Welt entsteht, als ja unvorstellbar. Und da das etwas, was Dennis Villeneuve sowieso enorm gut kann. Ich weiß nicht, wie den das hinkriegt, mit den hat eine Art und Weise Bilder zu kreieren, dass ihn sich so mikrisch dabei kennt. Ein Blade Runner wirkt so gigantisch groß. Auch ein Arrival, es fühlt den sich so klein auf diesem Planet, von den das guckt, von den sich vorstellt, was für Welten du baust könnte sind, hypothetisch geschwärzt. Und das fand ich so impressionant. Das ist etwas, weil so viele Leute mit ihren Epossen nicht hinkriegen, wo ihr seht, das alles wirkt aber so klein. Ein einfaches Beispiel zum Beispiel, gut, ein einfaches Beispiel, wenn wir lo objektiv gucken, Star Wars, wir haben irgendwie immer die nämlich Planeten und alles wirkt immer so nah bei und es wirkt nicht so riesig groß, wie das vielleicht Welt sind. Wiederum kriegen sie das mit den Serien zwar mittlerweile ziemlich gut hin, aber wenn wir ehrlich sind, wirkt das alles immer ziemlich klein. Es wirkt immer ein ziemlich kleiner Kosmos. Es geht immer um die dynamische Familie, es geht immer um Skywalker, bla bla bla. Reicht euch ja nicht zu zählen, kennt ihr ja alles. Aber Dennis Villeneuve packt das halt einfach, wo man sich nicht vorstellen kann, wie groß das ist. Ja, so. Schon mal so viel dazu. Voilà, da ging ich mal so, kommen wir mal ein bisschen zum Cast zu schwätzen. Schon mal ein Bild abgemacht, aber jetzt gucken wir mal so ein bisschen so rüber. Ich ging so, wir fangen mal mit der Hauptrolle an, und das ist ein Timothée Chalamet. Und ja, er ist ein ziemlich junger Schauspieler. Er spielt, kann ich das schon so weit spoilern? Ich ging so an. Komm. Also, er spielt sozusagen der Verdacht, als du das hin sogenannten Auserwählten hast. Wer doch immer das bedeuten soll, den Auserwählten zu sehen, den sie retten soll. Hier weiß natürlich nicht von der Krute nicht gesagt. Der Brief Krute nicht. Aber ihr soll das sehen. An hin spielt halt der Charakter den Paul Atreides. Paul Atreides spielt hin. Hier spielt halt einen jungen Prinz an einer Adelsfamilie, den sei weh halt durchschlagen will. Den ist natürlich noch ein bisschen, wie das halt so typisch ist, ist halt ein bisschen eine Freigeist, dann will nicht immer so den Bestimmungen gehen, wie sein Pappen das sieht, so wie das sich gehört für so eine spannende Geschichte. Und da erleben wir hin auf einer Reise durch die Welt, auf dem neuen Planet, wo sie hingehen. Und ich ging so in Himmelstadt verdammt gut. Hier spielt eine immens authentische Rolle heute. Das ist wirklich schön gemacht, schön gespielt von ihm. Und ich weiß nicht, was ich noch weiter dazu sagen soll. Das ist halt einfach, hier spielt das einfach, ja, kurz und knapp authentisch. Es käme denen die Prinzenrolle auf, hin, überspielt das nicht mit Zittrotzigkeit. Mit das ist einfach so kann ihn sich vorstellen, so ging ihn sich an der Position finden, wenn er gesagt hat, ja, aber du musst ja denken, hey, alles überholen, und dann sehen, wow, aber vielleicht kein Bock, das zu überholen. Und das möchte wirklich schön, ein ganz sympathischer Schauspieler, ein ganz guter Schauspieler, und zu einem guten Cast gehört natürlich nicht nur einer lang, wir haben auch hier, was natürlich auch schon als Spider-Man bekannt war, aus dem neuen Mann Tom Holland, als Zendaya. Und Zendaya spielt, wie man das auch schon, ich meine, viele Leute werden hat schon gesehen haben, wissen wir, das spielt einfach eine solide Rolle. Das kriegt den Auftrag, so, du spielst das so, und er spielt das so. Genau wie hin, authentisch, an der schönste Summe spielt den zwei, wird sich super schön ergänzt, und da kann ich nicht viel dazu sagen. Voilà. Dann haben wir nach den Oscar Isaac, den wir auch schon als Star Wars kennen, und es passt immer so gut an das Sci-Fi-Universum. Und hier spielt der Pap von Paul, den Duke Leto Atreides. Und voilà, hier spielt halt der strenge Pap an, ja, auch den Oscar Isaac, eine bekannte Nummer, eine sichere Nummer, was will ich denn da sagen? Einfach ein sicherer Schauspieler, den das auch authentisch rüberbringt. Also da kann ich nicht mehr viel dazu erwähnen. Es spielt sich einfach eine Familie auf, die in einem aufkäft. Voilà. Mehr als du auch einen Schnitt verlangt. So, dann haben wir noch Jason Momoa, den ein Zahl Tod bei ihnen spielt. Das übliche Szenario. Jason Momoa, sympathische Kerl, spielt das auch souverän, spielt ein bisschen mit den lockeren Tipp in der Tinnen, das bisschen mit den auch immer gerne Witzerer bringt, aber nicht zu viel, dass immer schmule Grad, also dass die ganze Geschichte ist immens echt geholt. Mir hier lockert der teilst du ein bisschen ab, aber ohne dass der Zickler auch geschrieben kann. Das ist schon, da kann ich schon so ein
schein den Null op den Kap getroffen. Wo ich selber lo überrascht war, wo ich bei der Recherche geguckt habe bei mir. Recherchen aus den Stellan Skarsgård. An wen den Numm Skarsgård der Begriff wird sind. Da werden sich Leute überlegen, die sich ein bisschen mit Filmen beschäftigen, werden so ein Skarsgård, wie war das damit? Da war da etwas am bekanntesten den letzten aktuelle Sachen, die man in dem Skarsgård hören, aus den Pennywise bei S. Ja, der Bill Skarsgård. Das sei both. An den Stellan Skarsgård spielt halt eben hei den großen kann ich so ein Imperator, den Äquivalent zum Imperator halt bei Star Wars. Den Baron Wladimir Harkonnen. Harkonnen? Pardon, schon nicht nehmen sind Lokentin, den ich immer ein bisschen an der Last inner wie soll ich sagen, schätzt fand als den Dave Bautista. Aber wir haben die schon an diverse Filme gesehen. Wir haben zum Beispiel schon am James Bond Spectre, war das die letzte? Schmengen. Aber du hatte nicht viel zu schwätzen gekriegt, du war nicht viel von seiner schauspielerischer Leistung zu gesehen. Aber den Denis Villeneuve schenkt ziemlich viel auf der gute Mann zu halen, weil auch schon an seinem Blade Runner war der gute Mann zu gesehen. Zwar nicht mehr an einer kleinen Rolle, aber an einer guten Rolle. Kurz zu gesehen, an en Hut fand ich enorm gut gespielt. Wirklich super gut umgesetzt. Und vielleicht war das so ein Testlauf, klappt das Martin, und es schenkt geklappt. Scheinbar schenkt er gut bei ihm umzukommen, und da wähnt der Kritte Lohai ein bisschen mehr eine große Rolle. Für jeden, den es den hört, kommt er bei mir nicht durch. Ich fand den Dave Bautista als ein mega guter Schauspieler, und ich freue mich mehr von ihm zu sehen. Weil das war ein bisschen der Cast ugeras, und das natürlich für so ein riesen Epos aus der Cast natürlich gigantisch groß. Ich kann nur nicht auf jeden angehen, weil sonst geht das Video hier unendlich lang. Der Film ist für mich einfach eine Rundnummer. Das kann ich manchmal zum Aufschluss einfach so, das ist einfach eine Rundnummer, das also wenn auf Sci-Fi steht, wenn das gerne hört, an eine melancholisch dramatische Stimmung gerne hört, an eine Welt, die sich absolut echt hält, dann also Dune. Dann ist das einfach. Dann ist das für mich den Überraschungshit schlechthin für das Jahr. Einen absoluten Lichtblick zum Schluss von dieser ganzen Corona-Situation mit den Kinoen, die so waren, als Dune für mich ein Lichtblick, den die Kinoren zum Erstrahlen so bringen. Und du weiter, geht unbedingt an Dune. Er lebt nach, ich weiß schon mal Zeit gelost mit dem Video, ich habe auch ein bisschen Schiss wie drin, ich will doch das ganze Konzept ein bisschen im anderen. Aber guckt ihr Dune an. Unbedingt. Für jeden, der Sci-Fi gerne hört, als da der Film. Voilà. Und ich hoffe, ich konnte erst den Film schmackhaft machen. Und genauso, und ich hoffe, der kommt mit genau seiner Impression raus wie ich. Also, das kriegst du wahrscheinlich von den Kommentaren zu lesen. Und so, an dem Sinn, wie gesagt, wie immer, liken, teilen, für das der ganz genug Leute zu Gesicht kriegen, für das genug Leute auf den Film schmackhaft gemacht gehen. Und an dem Sinn ging ich so, verabschiede ich mich und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Dune. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Their cruelty to my people is all I've known. What's to become of our world? Paul. A boy. Hey, Duncan, can I trust you with something? Yes, always. You know that. I've been having dreams about a girl on Arrakis. I don't know what it means. Dreams make good stories. But everything important happens when we're awake. Hey, you. Put on some muscle? I did? No. We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. Smile, Gurney. I am smiling. The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts! I know you. There's something awakening in my mind. You need to face your fears. Come with me.
not human, they're brutal. The Duke's son sees too much. This is my June. Kill them all. God in heaven. Get everything with guns off the ground! Go! This is an extermination. They're picking my family off one by one. Let's fight like demons. Dad, what if I'm not the future of House Atreides? A great man doesn't seek to lead. He's called to it. But if your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be. My son. If anything happens, will you protect Paul? With my life. Only together can we stand a chance. It's time.